Schöne gute Nachmittag gewünscht. Ich denke, ihr wisst alle ungefähr, was vorgelungen extrem könnt, nämlich aus der nächsten Samstag, den 11. März, immer Gaming Café. Allerdings gehen die pure Informationen, die da vielleicht wissen sollt. Neben rund am Wirtspest feiern Pumpchen Ohrefest an, dadurch sind wir gebeten, wann ich nicht zwischen dem Wirtspest und dem Kulturhaus zu parken, wann da mal im Auto kommt. Also, wenn ich denkt dran, guckt, wie da erst da organisiert. Aber wie gesagt, da werden wahrscheinlich Parkplätze auch für die Crew nicht zur Verfügung stehen. Und dadurch geht es vielleicht ein bisschen eng. Mal gucken. So, dann holen ich natürlich sämtliche Events, die da um Gaming Café stattfanden, dabei. Und da fängt man mal gleich an mit einer Challenge um Rez-Chaussee. Und zwar als das Spiel links Crossbow-Training. Hier muss da einfach die besten Punkte rauskriegen. Erste Level, 3 Stages, die 2 Versichtszeit an 1 Versuch für erst ein bisschen anzuspielen. Gewonnen könnt ihr einen flotten Preis. Und das Ganze geht dann immer dauer an. Vielleicht auch ein bisschen mehr frei und hält dann um 10 ab. Je nachdem, wie den Unterrang aus, geht das auch noch ein bisschen mehr lang gezogen. Also kommt launcht, dafür werdet ihr euch wahrscheinlich schon lohnen. Dann haben wir am ersten Tag ein Dead or Alive Turnier, The Last Round. Natürlich am Fighting Corner, den auch ein paar Stationen mehr zur Verfügung hat. Also der Fighting Corner hat sich ein bisschen ausgeprägt, nämlich die Smash-Stationen, auch beim Fighting Corner, sowie Melee, die ist ja standardgemäß auch an der Gegend. Also, wie gesagt, ersten Tag Smash an sämtliche Fighting Games halt repräsentiert. Ja, dann wird es dann um zweiten Tag. Da haben wir dann 2 Switchen stehen. 2 Nintendo Switchen. Und zwar ein, wo da ein bisschen One-Two-Switch könnt spielen. Vielleicht auch Snipper Clippers. 2 ganz viele Spieler, die halt mit dem Prinzip funktionieren, da sind halt die Controller aus der Nähe kann holen an in engem College kann gehen und dann kann ihn halt zusammen auf enger Switch spielen. Und auf der anderen Switch, die soll, wenn ich geliebt, an der Dockstation bleiben. Ich weiß nicht, wie es mit der enger Switch ist von One-to-Switch. Auf der anderen Switch, die soll, wenn ich geliebt, an der Dockstation bleiben und wahrscheinlich mit einem Pro-Controller bedient gehen. Da geht könnt ihr das neue Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild testen. Und ich schrote nervt wirklich zu testen, weil das kurz dafür Ocarina of Time vom The Best Game of All Time raufzustoßen. Das tut an den sämtlichen Kritiken, weil immer die Maximalpunktzahl kriegt. Das hängt wirklich nicht mehr davon auf, ob Fans es auch als 10 von 10 oder 9 von 10 aufstempeln. Wann Breath of the Wild das packt, dann haben wir einen neuen Best Game of All Time. Also, es sieht so aus, wie wenn es DW geht. Ist ihr gespannt? Wieso testet du nicht das wirklich der Wert an? Das wäre dann auch schon alle Informationen. Zum Schluss werden noch gesagt, wie gesagt, Koppelster Kulturhaus von 6 bis ovens 1 bis 2, je nachdem, wie den anderen ist. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Nachmittag oder was auch immer bei dem Wetter macht. Und da sehen wir uns hoffentlich um Gaming Café. Bis demnächst und ciao.